Wie wollen den Unterschied machen zwischen enger legaler Kritik an enger verbotener subjektiver Gefühlsverletzung oder Beleidigung, die aus so enger Kritik kann heraus entstehen? Wo verlebt Trennlin zwischen der Kritik, die an enger Demokratie unbedingt notwendig ist, an dem wird verschiedener für sich vielleicht als beleidigend, diskriminierend oder sogar als Hass empfangen? Wien soll Grenzen ziehen zwischen der Kritik, der Beleidigung oder auch der politischer Satire? Weil keine klare Aufgrenzungen möglich sind, jedenfalls nicht mit Sicherheit. Auch weil du rein persönlich a variabel Empfindlichkeiten eine Rolle spielen, verlassen wir heute von der strafrechtlicher Rechtssicherheit, und das ist etwas, was wir an einem Rechtsstaat nicht dürfen machen. Wir sind heute an einer Situation, an der wir dem Individuum oder auch Gruppe von Leuten ein Vetorecht gegen all Kritik und Hinnen oder ihren Aussichten geben. Es geht durch, dass sie behaupten, sich beleidigt oder diskriminiert zu fühlen, für hinnen den Apparat von der Justiz an zu gehen, und damit bewirken Gesetze wie den Artikel 454, aber besonders auch 457 vom Strafgesetzbuch, an aller Objektivität eine Schwächung von unserer Demokratie, an unserer Freiheit über eine Einschränkung von der Meinungsfreiheit. An den Debatten hört den Landtags nach Argumenten wie Hass oder Rassismus wäre ja keine Meinung, könnten du wenigstens also nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt gehen. Das klingt gut. Wir werden definiert, da wird Hass ist. Wir definiert, wie nie Hass oder Rassismus aufhängen.